Merci, Herr Präsident, Herr Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich will als erstem Arbeitsminister merci sagen, dass er das Debatte initiiert hat. Die Organisation von der Arbeitszeit ist ein fundamental froh. Für das Arbeitsfeld, dann das ist dafür richtig, dass wir die heute an der Chambre auch diskutieren. Und ich meine, dass doch nicht selbstverständlich ist, dass den Minister bewusst, wie an Chamber sich nach ihren Verhandlungen mit den Sozialpartnern Idee an eng decisiv festgehen, also stark Zeichen vom Respekt vis-à-vis vom Parlament, und wir appreciieren das. Ich weiß doch, dass die Chamber nicht recht am Ende von einer Reform zur Diskussion kennt, mir dass die Position und die Überlegung noch schon am Vorfeld, dass die mit an Reflexionen afleisen, dat ass eng gut Sach. Liebe Kolleginnen und Kollegen, an den letzten Jahren hat sich derweis, wie wir schaffen, fundamental verändert. Wir schwätzen heute von mehr flexibler Berufswehr, von anderen Erwartungen und Arbeitsfeld, von mehr Flexibilität an der Organisation von der Arbeit, von mehr Möglichkeiten von daheim aus zu schaffen, von neuen Formen von der Mobilität, von neuen Familienmodellen. An enger anderer Balance zwischen Berufs- und auch Privatleben, und gleichzeitig also als Gesetzgebung über die Jahre immer mehr komplex und immer mehr fragmentiert gehen. Über Jahre gouf punktuell noch gebessert und reformiert, mit dax ohne die globale Vision davon, wie eine moderne Organisation von der Arbeitszeit am 21. Jahrhundert soll ausgesehen. Dabei ist die Organisation von der Arbeitszeit hat nicht mehr nimmen eng froh vom Arbeitsrecht. Das ist auch eng froh von unserer wirtschaftlicher Kompetitivität. An enger Zeit von Fachkräftemangel geht die Attraktivität von engem Arbeitsmarché immer mehr zu einem entscheidenden Standortfaktor. Und dafür ist das Debatte auch eine Chance. Eine Chance für neue Wege zu denken, eine Chance für die Salarien eng bessere Organisation von ihrem Alltag zu ermöglichen, mehr auch eine Chance für als Betriebe attraktiv und auch kompetitiv zu halten. Wenn Digitalisation und künstliche Intelligenz als etwas weisen, dann ist das Arbeitsfeld von morgen wird nicht mehr einfach gehen. Es wird mehr komplex gehen, sie wird mehr individualisiert gehen, also wäre doch mehr flexibel gehen. Und da wäre straight das Debatte sich eng zentral froh. Wie organisieren wir die Arbeit am 21. Jahrhundert so, dass sie besser und Realitäten vom Leben angepasst ist und dabei der anderen Seite ein starker sozialer Schutz auch weiter garantiert. Und ich will direkt etwas klar sagen. Ziel ist nicht mehr schaffen, Ziel ist aber auch nicht Männer schaffen. Ziel ist, besser organisiert zu schaffen. Und das ist für uns als CSV der richtige Kompass auch für das Debatte. Für uns ist eine Sache klar, wir leben nun soziale Marktwirtschaft. Und der ist viel mehr wie ein ökonomisches Konzept. Das ist ein Gesellschaftsmodell. Ein Modell, das auf einer einfachen Überzeugung basiert. Der soziale Fortschritt und wirtschaftliche Leistung gehen Hand an Hand, das eng braucht, das ändert. Eine starke Wirtschaft braucht gut ausgebildete, motiviert und engagiert Mitarbeiter. Motiviert Mitarbeiter brauchen faire Arbeitsbedingungen, soziale Sicherheit, Planungssicherheit und eine gute Balance zwischen dem Privatleben und dem Berufsleben. Dafür leben wir auch nicht darum, dass Kompetitivität und Schutz gegengesetzt sind. Au contraire. In einem Land wie Lützeburg sind die Qualität von unserer Arbeitsfeld und Flexibilität von unserer Organisation immer mehr ein Teil von unserer Kompetitivität. Betriebe konkurrieren für allem um Talente. Und Talente entscheiden sich immer mehr für die Unternehmen und die Standorte, die eine moderne Organisation für die Arbeit, gute Arbeitsbedingungen und Entwicklungsperspektive bieten. Wir wollen über die soziale Marktwirtschaft schwätzen, da schwätzen wir über Vertrauen. Vertrauen an Betriebe, wir für allem auch Vertrauen an einen Sozialdialog.
Dat war iwwer Jozenngten eng vun de Stärkten vun ausem Land. De starke Sozialdialog, eng Kultur vum Kompromiss. An e Gleichgewicht der wirtschaftlicher Dynamik an noch dem sozialen Zusammenhalt, der geneet das Gleichgewicht muss morgen an Zukunft erhalen. Dafür darf das Debatte auch nicht zu einer ideologischer Debatte gehen. Geht nicht Patron gegen Salarien, nicht Flexibilität gegen den Schutz, mit geht gemeinsam Lösungen zu finden, die die Salarien eng bessere Organisation am Maldarer ermöglichen und auf der anderen Seite Betriebe, die nötige Flexibilität gehen und damit auch die soziale Frieden am Land stärken. Liebe Kolleginnen und Kollegen, für uns als CSV ist klar, Kollektivverträge spielen eine zentrale Rolle, wenn es um die Organisation von der Arbeitszeit geht. Für was? Weil sie da leben, die verschiedenen Realitäten an den Sektoren und an den Betrieben Rechnung zu tun. Schon dadurch selber über viele Jahre an der Praxis erlebt, wie ich Kollektivvertragsverhandlungen juristisch begleitet und auch als Bürgermeister so einen Vertrag zusammen mit den Sozialpartnern verhandelt und noch zum Abschluss gebracht habe. Und ich konkret gesehen, wie viel pragmatisch und equilibriert Lösungen können gefunden gehen, wenn Sozialpartner zusammen rundherum durchsetzen und noch Kompromisse sich am Ende von all den Parteien. Und die Kompromisse sind das zentral geführt. Die Industrie hat einer besoin wie Handwerk. Norika-Sektor, dann Rest für die Finanz- oder den Gesundheitssektor. Eine einheitliche Lösung kann dieser Diversität nehmen, begrenzt Rechten drohen. Aber genau da leidet es stärkt von den Kollektivverträgen. Sie geben den Sozialpartner den nötigen Spielraum für Lösungen auszuschaffen, die auch an die Realität vom Terrain angepasst sind und die von denen, die all das schaffen, auch gemeinsam gedroht gehen, weil das auch fundamental wichtig ist für das Funktionament an einem Betrieb. Auf jeden Fall ist das der richtige Weg. Der Staat setzt die gesetzliche Kader und Sozialpartner füllen diese Kader mit Leben und gestalten die konkrete Umsetzung. Und ich meine, dass gerade diese Aufgabenverteilung über Jahrzehnte von der größten Succès vom Lützebauer Sozialmodell war. Aber wenn man diesen Weg lebt, dann stellt sich automatisch ein weiter Frage. Wenn man die Sozialpartner mehr Gestaltungsspielraum geben, dann muss man hin noch eine gesetzliche Kader gehen, auf denen sie sich verlassen können. Genau dafür sind wir überzeugt, dass mögliche Anpassungen vom Arbeitsrecht am Kader von diesen Gesprächen nicht nur ein Ziel dürfen haben, mehr Flexibilität zu schaffen. Sie mussten dazu beitragen, mehr Rechtssicherheit zu garantieren. Ich habe in der Praxis gesehen, dass Sozialpartner immer kreativ und equilibriert Lösungen finden, die auch den Besoin von einem Sektor oder einem Betrieb gerecht gehen. Heinz bewegen sich diese Lösungen aber in einem juristischen Bereich, der nicht immer ganz klar ist oder wo zu viel Interpretationsspielraum dran ist. Wenn wir das Arbeitsrecht ändern, dann muss man in dem Sinn vereinfachen, dass da im Idealfall keine Kontradiktionen mehr gehen oder mehr möglich sind zwischen Dispositionen von einem Kollektivvertrag, den ausgehandelt wird an dem Code du Travail. Das nämlich das Arbeitsgericht sich dann aber befassen muss, ob spezifisch Bestimmungen von einem Kollektivvertrag konform zum Arbeitsrecht sind, weil das schafft Unsicherheit. Nicht nur für die Patronen, sondern auch für die Salarien. Ich meine dafür, dass die nächste Prioritäten von den kommenden Gesprächen muss sein, die gesetzliche Kader dort zu präzisieren und auch aufzuspecken, wo es nötig ist. Nicht für alle Details neu zu reglementieren, au contraire, aber für die Sozialpartner mehr klar und weniger kontrainiert regeln und damit auch mehr Rechtssicherheit zu geben. Es ist aber wichtig, an dem Kader auch zu sagen, dass eine Vereinfachung niemand am Aufbau von den Schutzrechten, wie beispielsweise die maximale Arbeitszeiten, verwechselt dürfen gehen. Die bleiben ein unverzichtbarer Bestandteil von unserem Arbeitsrecht. Wenn Sozialpartner verantwortungsvolle Lösungen ausschaffen, da soll und da muss der Gesetzgeber hin noch ein gesetzliches Fundament bieten, das den Handlungsspielraum auch zulässt. Für mich ist genau das eine von den wichtigen Missionen
vun enger moderner Arbeitsgesetzgebung. Eine weitere Reflexion an dem Kontext betrifft die administrative Entlastung. Wenn man iwwer eng moderne Organisation vun der Arbeitszeit schwätzen, da sollte man es net nëmmen vorstellen, wie neue Instrumente kind ausgesehen. Wir sollten also auch vorstellen, ob die Instrumente, die man haut schon hun, so funktionieren, wie sie eigentlich gedurcht werden. Besonders als PME und als Familienbetrieber stehen aber dacks für großen administrativen Herausforderungen. Nicht all Betrieb kann sich in RH-Departement oder auch juristische Spezialisten leisten. Ich meine, das ist nicht nice, haut schon op all einzelne Administrativprozedur anzugehen, weil genau do aus den Sozialdialog gefrodet sind Sozialpartner, die alldach mit diese Regeln schaffen, sind Salarien und Patronen, die am besten wissen, wo die administrativ Hürden entstehen, wo die Prozeduren zu viel schwerfällig sind und auch zu kompliziert, wo die gesetzliche Kader nicht mehr ganz der Realität auch vom Terrain entspricht. Ein Beispiel ist die Vereinfachung vom POT, den einfach zu viel komplex und zu viel kompliziert reglementiert, also dass man sich in der Praxis quasi nicht benutzt wird, aber wenn benutzt wird, dann ist es auch ganz oft konträr zum Droit du Travail, was auch nicht der Sinn von der Sache, so dass eine Vereinfachung nötig ist. Ich gebe mir dafür auch wünschen, dass konkret Propositionen mat an die kommenden Gespräche abrucht gin. Für uns als CSV geht es darum, wie gesagt, da wo es möglich ist, wo es Sinn macht, einen gesetzlichen Kader zu schaffen, den einfach ist, der verständlich ist, der pragmatisch ist, an den auch praktisch anwendbar ist Terrain. Wenn man zu viel kompliziert Reglementationen hat, da geht es in der Praxis oft schief. Eine gute Gesetzgebung erkennt ihr nicht daran, dass sie besonders viele komplexe Regeln hat. Eine gute Gesetzgebung erkennt ihr daran, dass sie im Terrain auch funktioniert. Liebe Kolleginnen und Kollegen, für uns als eine Sache klar, 4 Stunden Woche bleibt der Referenzkader, so steht doch am Koalitionsakkord und das entspricht auch unserer Position. Gleichzeitig ist das aber nicht, dass die Verdelung von den 40 Stunden nicht mehr flexibel kann sein. Froh ist nicht, wie viele Stunden ich geschafft, froh ist, wie organisieren wir die Stunden so, dass sie die Besoin von den Salarien an den Betrieben besser gerecht gehen. Für viele Leute ist Zeit heute eine von den wertvollsten Ressourcen. Für Eltern, die Kinder an die Kriege oder an die Schule bringen, für Leute mit langen Pendelzeiten, für Personen, die Familienmembern daheim pflegen und betreuen oder für Menschen, die sich neben ihrem Beruf auch gesellschaftlich engagieren, Stichwort Benevolat. Wenn wir über dieses Grundprinzip eins sind, ich meine, dass man nicht mit Schülerängen darüber eins sind, wir kommen auf Prinzip, da können wir uns mit der Frage befassen, wie das 40 Stunden in Zukunft mehr modern und mehr flexibel organisiert können gehen. Ein Beispiel, das an diesem Kontext immer nicht genannt wird, ist die Verdelung von den 40 Stunden auf 4 am Platz von 5. Das nicht als Obligation, nicht als allgemeines Recht, mehr als eine Möglichkeit, da wo die Sozialpartner sich darauf verständigen und nicht für den Betrieb und Salarien auch Sinn macht. Das ist doch nicht, dass so ein Modell überall funktioniert. Die Realitäten von den einzelnen Sektoren sind so viel unterschiedlich, für eine einheitliche Lösung vorzugehen. Aber da, wo so eine Organisation machbar ist, kann sie Vorteile mit sich bringen. Mehr Zeit für die Familie und Privatleben, mehr Zeit am Verkehr, was Reperkussionen auf eine Entlastung von unseren Straßen hat. Auch für viele Betriebe ist doch ein zusätzliches Instrument für attraktiv als Employer zu sehen und auch neue Talente anzuziehen. Ich denke, dass das Ideen sind, die uns da wert sind, seriös zu analysieren. Nicht für sie über Land zu feiern, aber für die Lösungen zu ermöglichen, wo ein Akkord gefunden wird, aber wo auch der Meinung, wo in zur Meinung könnte, den Plus-Value für die beiden Seiten bringt. Eine weitere Reflexion betrifft den Compte Parental. Ich meine,
dass das Instrument noch nicht sein ganz Potenzial ausgeschöpft hat. Aber es ist wichtig zu erinnern, dass das CET am Privatsektor heute schon mal Kollektivverträge an noch einer bestimmten Kondition über den interprofessionellen Akkord angefeiert kann gehen. Froh ist dafür für mich Männer, ob man ein neues Instrument brauchen, mir viel mehr das Instrument, das heute schon gibt, auch besser nutzen zu können. Das CET gibt es Salarien die Möglichkeit, Zeit zu sammeln, an zu einem späteren Zeitpunkt zu nutzen, sie wird für familiär Engagement, für Weiterbildung oder auch für andere persönliche Projekte. Das ist auch nicht Männerarbeit. Das ist für uns alle mehr Freiheit bei der Organisation von der eigenen Zeit. Wir als CSV geben uns dafür wünschen, dass Sozialpartner noch das Instrument auf die Liste stellen und gucken, wie es, da wo wie immer Sinn möchte, mehr breit auch kann genutzt werden. Eine letzte Reflexion will ich noch mal auf den Weg gehen. Sie betrifft auch Trauzeiten und Pausen. Auch hier soll man sich vorstellen, ob die aktuellen Regeln an alle Situationen nach der Realität vom Terrain entsprechen. Ich denke dabei besondere Lösungen, die auch heute Sozialpartner aber über Kollektivverträge oder sektorielle Akkorde könnten ausschaffen. Weil auch hier gilt dasselbe, das ich vorher schon gesagt habe, die Realität von einem Industrie, Handwerks- oder Origa-Betrieb ist nicht dieselbe wie die von anderen Sektoren. Wir waren Patron an Salarien. Zusammen eine équilibrierte Lösung finden, da musste der gesetzliche Kader hin noch den nötigen Gestaltungsspielraum losen. Und das gilt auch für Pausen. Eine lang nicht remunerierte Mittagspause bedeutet nicht automatisch mehr Lebensqualität. Das ist oft der konträre Fall. Sie verlängert Präsenzzeit am Betrieb und macht für viele Salarien mehr schwer, Beruf und Privatleben miteinander zu verbannen. Und in einer Zeit, an der Digitalisierung erlaubt, immer und überall erreichbar zu sein, dürfen wir auch das Recht auf Dekonnexion nicht vergessen und muss auch an unseren Nähen gestärkt gehen. Flexibilität darf nicht bedeuten, permanent disponibel zu sein. Auch das ist ein Teil von moderner Arbeitszeitorganisation. Ich meine dafür, dass auch das Fragen mit Pragmatismus an am Kader vom Sozialdialog soll geklärt gehen. Das nicht für Schutz aufzubauen, sondern für den gesetzlichen Kader hier anzupassen und zu vereinfachen, wo es Sinn möchte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Arbeitsfeld wird sich auch in Zukunft weiter verändern und als Verantwortung als Politik, also diese Entwicklungen nicht zu gefährden, als Verantwortung, also den richtigen Kader zu schaffen, für diese Entwicklung am Interesse von den Salarien, der Betriebe an unserer Gesellschaft zu gestalten. Und für uns als CSV ist dabei eine Sache fundamental. Ich komme nicht darauf zurück, weil es einfach wichtig ist, den gesetzlichen Kader für gemeinsam die Lösungen auszuschaffen, die die Realitäten von den verschiedenen Sektoren gerecht gehen. Das wäre der beste Weg für die Modernisierung und Sozialverantwortung wirtschaftlich stärkt, mit denen zu verbannen. Wir wollen eine Arbeitswelt, die kompetitiv ist, die aber gleichzeitig auch menschlich bleibt. Eine moderne Organisation von der Arbeitszeit ist dafür nicht nur eine Frage vom Arbeitsrecht, sondern auch eine Frage vom Vertrauen, Vertrauen an unseren Sozialdialog, Vertrauen an Sozialpartner und Vertrauen an die Fähigkeit, gemeinsam nachhaltig Lösungen auszuschaffen, modernisieren, ohne ein Sozialmodell abzugehen, Flexibilität schaffen, ohne die Schutzrechte aufzubauen, Veränderungen erlauben, ohne die Sicherheit von den Leuten auf Ruhe zu stellen. Ich sage nicht merci.